Auf eins möchte ich noch kurz eingehen, und zwar auf das momentane Thema der Preiserhöhung für Strom allgemein. Ich habe gestern erst das Schreiben gelesen von E.ON, wo ganz sachlich dargelegt wird, der Strompreis muss erhöht werden um 1,4 Cent oder sowas macht es jetzt E.ON, 1,4 Cent einfach wegen EEG, wegen der Umlage erneuerbarer Energien. Es wird nicht geschimpft auf die erneuerbaren Energien, es wird nur darauf hingewiesen, dass ein Durchschnittshaushalt monatlich für die 3500 Kilowattstunden 4,70 € mehr zu zahlen hat. Und das kommt jetzt bei den Leuten an, wegen erneuerbarer Energien. Der Nachbar hat es auf dem Dach, muss ich 4,70 € mehr zahlen. Und jetzt regen sich so viele auf, weil wegen erneuerbarer Energien eine Familie im Monat 4,70 € mehr zahlen muss, im Jahr knapp 50 €. Da haben wir irgendwie den Neid auf den Nachbarn anscheinend, der PV-Anlage auf dem Dach hat. Es denkt aber keiner daran, wie der Herr Dr. Buchner vorher gesagt hat, wenn die 4 großen Konzerne 20, 30 Milliarden Gewinn machen im Jahr, das wird ja auch bezahlt von den Verbrauchern, und das sind mehr als 4,70 € im Monat, das man mehr zahlen muss. Die haben RWE, E.ON, EnBW, Vattenfall haben seit 2003 den Gewinn verdreifacht. Und es wird 2010 erwartet 30 Milliarden Gewinn. Also durch die Gewinnerhöhung dieser großen Konzerne wird wesentlich mehr der Strompreis erhöht als durch die PV-Anlagen. Und dann ist das andere, ist es nicht wert, dass man 4,70 € im Monat zahlt für eine saubere Energie, für den Umstieg in erneuerbare Energien? Ist das nicht mehr wert, als dass man nur auf Man muss sich in Relation das vorstellen, was sind die 4,70 €? Das sind 40 Kilometer im Monat, die ich weniger fahre. Dann habe ich die 4 Liter Sprit gespart und dann sind die 4,70 € auch herin. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist wichtig und wird erfolgen. Die PV-Anlagen sind billiger geworden. Es ist richtig, dass die jetzt nicht mehr so gefördert werden, damit die Akzeptanz bleibt. Aber man soll doch auch dem Nachbarn das gönnen, wenn der Gewinn macht, wenn die kleineren Anleger jetzt Strom erzeugen und Gewinn machen können. Es müssen nicht nur die 4 großen Stromunternehmen sein, die dann den Preis diktieren. Nur dadurch, dass es in der großen Masse produziert wird, wird da diese Möglichkeit den großen 4 genommen. Also vielleicht redet man da ein bisschen, momentan wird das sehr subtil von den Energieunternehmen gemacht, dass man erneuerbare Energien ganz schlecht macht und das kostet uns alles so viel. Sollen Sie bloß mal überlegen, was sind 4,70 € im Monat für 4-köpfige Familie? Das sind, da kann man sich nicht aufregen eigentlich. Das muss wert sein, die erneuerbare Energien. Da ist, wenn man die ganzen Schwerpunkte oder die ganzen Probleme der Atomenergie sieht, die Müllbeseitigung, ASE kostet 3-4 Milliarden, legt man das auf die pro Kopf, auf die Bevölkerung in Deutschland, dann sind das mehr als 4,70 € im Monat. Also man muss in Relation sehen und nicht nur schimpfen auf erneuerbare Energien. Das ist der Weg, das haben alle erkannt, das hat auch die CSU erkannt, nur sagen sie es momentan nicht mehr. Aber da wird der Herr Ramfer aufgefordert. Danke. Ich möchte noch auf eine Demonstration am 12. März hinweisen. 12. März, Menschenkette durch Baden-Württemberg, Atomausstieg in die Hand nehmen. 2 Wochen nach dem 12. März sind die Wahlen in Baden-Württemberg. Sie wissen, da geht es darum, wird da der Wechsel erfolgen? Kommt da Rot-Grün ans Ruder oder bleibt es schwarz-gelb? Wir hoffen, dort oben wird der Wechsel gelingen und dann werden da oben die ersten Atomkraftwerke ausgeschaltet, weil das Land ja dafür für die Genehmigung für den Weiterbetrieb zuständig ist. Und es haben sich hier einige gefunden, die eine Busfahrt zur Demo nach Stuttgart am 12. März organisieren. Sie lesen es auf der BÜFA Homepage, wir werden es da aufstellen. Dann auf der Mahnwachenseite hat die Frau Bartlock, glaube ich, das draufgestellt. 12. März, Unkostenbeitrag 20 €, dann fahren wir nach Baden-Württemberg und helfen wir denen in Stuttgart, eine Menschenkette zu machen für den Atomausstieg.
und für die Förderung erneuerbarer Energien. Und was noch ganz wichtig ist,